Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig und ich habe gerade eben nochmal der Bizarro Sephiroth gecrashed und jetzt probieren wir unser Glück noch einmal mit dem Retter Sephiroth. Ach du liebe Zeit, das hat ja ewig gedauert. Es tut mir auch leid, dass ich die letzten 2 Täler aus M zusammengeschnittene Video auch wirklich 2 hab machen müssen, aber das war einfach der Länge von dem Kampf geschuldet. Ich weiß aber mittlerweile, wie ich die Supernova umgehen kann. Und zwar kann ich auf 3-mal Geschwindigkeit hochspulen, indem ich L3 drücke. So kann ich das zumindest ein bisschen umgehen. Das finde ich nicht schlecht. Dann müssen wir es nicht jedes Mal in voller Länge erdulden. Und ich denke, jetzt geben wir mal richtig Gas und zeigen dem Kerl, wo der Frosch die Locke hat. Also definitiv nett mit uns hier. So. Also dich mache ich jetzt erstmal fertig, Sephiroth. Schatten, scheiße, wen trifft's? Hoffentlich der Cloud. Ja, sieht gut aus. Okay. Da die Feintechnik erlernt. Ach, ich liebe die Musik nach wie vor. Die ist dermaßen episch. Ach ja. Boah, die Form sieht aber auch einfach nur cool aus, muss man sagen. Ich hoffe, der Kerl macht jetzt seine Supernova, weil wenn die Leute dann verwirrt sind, könnte das schlecht werden mit der Elixiere. Sobald einer verwirrt ist, könnte es nämlich auf das Sephiroth gehen. Weiße Gaul, dann trifft der weiße Gaul die Wolk. Oh, okay. Weil die Wolk sieht ziemlich kaputt aus. Ich mache mal all Heilmittel offen. Hat er nicht den Jungfernkuss, der wird reicher. Scheiße. Okay. Na gut, Sephiroth. Wir machen das jetzt mal etwas schneller. Wie gesagt, ich habe jetzt auf mal 3 gedrückt. Dann müssen wir das nicht in vollem Umfang erdulden jedes Mal. Das ist nämlich schon echt sehr, sehr ätzend. Wenn man es das erste Mal sieht, ist ja schon sehr geil. Da gibt's nichts. Weil das einfach die ultimative Zerstörung ist, die Attacke. Aber wenn man das 4-mal oder 5-mal im Kampf erdulden muss, nee, das ist dann nur noch ätzend, wenn das so lang geht. Und so ersparen wir uns echt eine Menge. Normalerweise fängt es dann erst dort an wieder. Ich habe das zumindest schon früher so in Erinnerung, dass das dann erst ab da, wo ich es jetzt eben gesagt habe, einsetzt, sobald er das zum ersten Mal gemacht hat. Dass man es also immer nur einmal voll sehen muss und dann und dann immer so abgekürzt. Okay. Wolk wieder kalt. Sehr schön. Er bricht gerade jemand tot. Der Cloud will er tot brechen, aber das schafft er nicht. Sehr gut. Barret. Mein Freund. Machst du mal das. Und du heilst mal den Cloud ganz. Ich liebe die Musik. Die ist so großartig. Herrlich. Okay, jetzt machen wir nochmal Heilung 3 auf uns alle. Barret, ich hätte ganz gern, dass du dem jetzt mal, hast auf der Cloud zauberst. Sephiroth. Sid sollte in nächster Zeit jetzt wieder Barriere zaubern, eine Mauer. Das machen wir noch glatt. Mauer auf aller. Die Zeit nutzen wir jetzt einmal und haaren dem Kerl jetzt mal die volle Ultima-Scheiße um den Schädel. Ah, Mann, die Musik, das ist so dermaßen episch, ohne Scheiß. Herrlich. Wladimir. Sid, du machst einen Drachensprung auf den Knaber. Und Wolk, du heilst uns jetzt nochmal alle. Okay.
Ne, ich glaube, ohne Scheiß, es zählt heutzutage immer noch mit unter zu der epischste Bosskämpfe überhaupt in dem Spiel. Ja, das macht gut schade. Sephiroth. Sephiroth. Ah, geil, 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 geil. Ich bin jetzt auch richtig in einem Feeling drin, muss ich sagen. Jetzt bretzen wir dem Ultima um den Schädel. Jetzt geht er wieder hoch, der Feigling. Jetzt geht er wieder hoch. Jetzt haben wir mal eine richtig fette Angriffsrunde, Sephiroth. Ultima. Ja, das wird bestimmt auch ordentlich was reinbretzeln. Ja, nicht schlecht. Ja, der Barret ist blind, deswegen trifft er nicht. Da können wir Abhilfe verschiffen, ja. Können wir Abhilfe verschaffen, weil seine Mauer ist anscheinend 8 Grad weg, sein Zauberschutz. Weiße Gaul. Sid, ich hätte ganz gern, dass du da Heilung machst. Scheiße. Wo ist dann das Allheilmittel? Allheilmittel. Wo ist das dann? Ach Mensch. Heilmittel. Kuriert anormale Zustände. Oh nö, jetzt muss ich wieder ewig warten. Wenn möglich würde ich sogar noch schneller machen, weil wie gesagt, einmal ist cool, ab dem zweiten Mal wird's lästig. Ja, oh komm, lass mich nicht sterben. Das wäre echt cool, wenn es ging, ohne zu sterben. Ja, wie gesagt, normalerweise setzt es ab hier Ei, habe ich das so im Kopf. Okay. Scheiße, Barret ist wieder verwirrt, sehe ich. Das wird witzig. Heil erstmal den Barret. Sid, du machst Esuna auf Cloud, wenn möglich. Sehr gut, jetzt ist der nämlich verwirrt. Hoffentlich. Oh, Gott sei Dank auf das Sephiroth noch geschossen. Und Cloud, dich brauchen wir jetzt in vollem Zustand wieder. Damit du uns alle heilst. Herzloser Engel. Bitte geflächet Ding. Ah ne, er heilt sich selber. Oh, scheiße. Uns alle auf Ends gesetzt. Das war gemein. Okay, wir machen mal bloßstellen auf ihn. Sid, attackier ihn mal und Cloud, du musst uns leider nochmal alle Fettheiler. Bloßstellen. Zack. Ah, okay, er hat gar nichts auf sich gehabt. Aber sicher ist sicher. Oh ja, der brodelt voll innerlichem Zorn, der Kerl. Ja, Cloud, hau ihm alles um den Schädel, was du finden kannst. Sephiroth. Barret, es ist Zeit. Und Sid, ich hätte gern wieder Mauer auf uns alle. Cloud, haaren nochmal alles um den Schädel, was tauscht, solange er noch ohne ist. Ach, sag bloß. Sag bloß, ich habe ihn jetzt schon erwischt. Haha, was vorher 20 Minuten gedauert hat, haben wir jetzt innerhalb von 10 Minuten circa hingekriegt, glaube ich. Oder 15 Minuten. Oh, vorher über 20 Minuten dran hockt und elendig verreckt. Aber jetzt habe ich ihn. Das war's. Ah, so wird das gemacht, wenn man nicht vollkommen dämlich ist. Und ein bisschen die Attacke im Blick hat. Oh, ich bin gerade sehr erleichtert, dass ich den ganzen weiten Weg nicht nochmal machen muss. Das war echt ätzend, nochmal die stille Treppe runter zu rennen, nochmal gegen Jenova zu kämpfen, nochmal gegen Bizarro Sephiroth zu kämpfen und dann nochmal gegen den Retter Sephiroth. Das ist schon ein Kampfmarathon, also wirklich. Die alten Spiele waren nur gnadenlos. Keine Heilung zwischendurch, alles mit dem Inventar gestemmt und dann gib ihm. Jetzt sind wir wieder over am Absatz von der stille Treppe. Mehr haben wir nicht machen können. Warte mal, was mit Holy? Was passiert denn jetzt mit dem Planet her? Das weiß ich nicht. Muss das der Planet nicht selber entscheiden? Du hast recht. Wir haben geschafft, was wir halt machen können. Alle Hoplites.
Es hat jetzt keinen Zweck, drüber nachzudenken. Unser Sorge lassen wir hier. Und jetzt lassen uns erstmal aufrecht heimkommen. Okay. Die Leute marschieren weg. Nur Tifa und Cloud gehen als Letzter. Aber... Was denn passiert? Ich kann's fühlen. Was denn? Er ist immer noch hier. Immer noch. Volk. Er lacht uns aus. Jetzt wird sein Geist weggespült.
Ja, ihr liebe Leid, das war's. Nach dem Kampf gegen den Retter Sephiroth haben sie noch ein bisschen gebabbelt. Und dann, als der Cloud runtergezogen worden ist, habe ich nichts mehr aufnehmen können. Das heißt, das Material, was ihr gerade eben gesehen habt, das ist alles geliehenes Material, was ich nochmal nachträglich eingefügt habe. Und ich konnte das leider nicht auf meiner Playstation aufnehmen. Deswegen bitte ich da um Nachsicht, falls die Qualität, das weiß ich nämlich jetzt noch nicht, wie sie wird, falls die Qualität nicht so besonders sein sollte oder falls notgedrungenerweise das Ganze auf Englisch gewesen sein sollte an Untertitel. Aber trotz allem, was eine geile Sequenz, oder? Was eine richtig hammergeile Sequenz. Lang und richtig geile Belohnung nach dem harten Kampf gegen den Retter Sephiroth zum Schluss. Ja, was sagt uns das Ganze? Der Planet ist gerettet, Holy hat funktioniert als Schutzschild, hat aber mit Hilfe von vom Lebensstrom und der Eris sozusagen als Initiatorin von dem ganzen Schutzmechanismus, hat dann Meteor zerstören können. Ob die Menschen jetzt das Ganze überlebt haben oder nicht, das bleibt erstmal in der Schwebe. Es gibt aber den Film Final Fantasy VII Advanced Children, der zumindest besagt, dass die Menschen da überlebt haben. Und hier im Spiel wird es eigentlich offen gelost, weil 500 Jahre später die sehr langlebige Rasse der Red der 13. A gehört. Da nochmal zum Schluss kommt, es ist nochmal zum Schluss Red der 13., der mit seinen Kinder oder Enkelkinder noch Midgar geht, was 500 Jahre später vollkommen überwuchert ist und da nochmal das Ganze zu würdigen, was hier passiert ist und die Welt außenrum ist wieder grün. Und von Menschen ist in Midgar keine Spur zu sehen. Das heißt eigentlich, das Hauptspiel lässt offen, haben die Menschen das Ganze überlebt oder haben sie es nicht überlebt? Was ich an sich sehr cool finde. Es muss auch mal ein End geben, wo nichts so eindeutig ist und wo man auch ein bisschen mal nachdenken kann. Selbst wenn man wissen will, wie es weitergeht, guckt euch doch einfach mal Final Fantasy VII Advanced Children an. Da sehen wir noch ein bisschen, wie es von der Entwickler gedacht war, wie es so weitergehen könnte. Ansonsten, was Final Fantasy VII angeht, ich bin hochbegeistert von dem Spiel. Es ist nach wie vor eins meiner Lieblingsspiele, gerade bei der Klassikabteilung, würde ich sagen, ist es definitiv ganz, 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 ganz weit over. Es hat sehr viel, was das Spiel heutzutage braucht, wie ich finde. Und es hat sehr viel, was ich heutzutage auch beim Spiel so ein bisschen vermisse. Vor allem die großartige Story und die Charaktertiefe, die vermisse ich doch so bei so manchem Spiel heutzutage. Ja, das war jetzt bisher mein längstes Projekt, muss ich sagen. War ursprünglich gedacht, um den Horror von Outlast zu überstehen. Jetzt hat's mal über Outlast Ends, Outlast 2, diverse andere Horrorspiele und DLCs und sogar zum Teil noch über Whistleblower begleitet. Und ja, ich bin immer noch hin und weg, dass ich das ganze Spiel jetzt tatsächlich durchgespielt habe. Ich bin hellauf begeistert und mir bleibt nur noch zu sagen, mein nächstes Klassik Let's Play in meinem Kanal wird sein Let's Play Terranigma auf Pelzig. Da aber Terranigma ein Spiel ist, was ich auf dem Emulator spielen muss, wird es wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis ich mich da in die Technik reingefuchst habe. Deswegen nicht wundere, wenn das erst ein paar Tage oder möglicherweise auch eine Woche oder so noch im letzten Final Fantasy Video hier erscheint. Bitte habt doch Geduld mit mir. Ich muss mich nämlich da erstmal in die Computertechnik reinfuchsen, da ich sonst immer von der PlayStation 4 aus aufnehme. Ansonsten wollte ich noch zum Schluss sagen, dass mir das Spiel nicht nur tierisch Spaß gemacht hat, sondern dass ich mich bei euch alle auch bedanken wollte, dass ihr so viel Sitzfleisch bewiesen habt und dass ihr das ganze Projekt mit mir bis zum Ende verfolgt habt, obwohl jetzt wirklich 85 Teile draus waren sind. Ich glaube 85, ja, dürften 85 Teile draus Woche sein, genau. Wir haben jetzt 85 Teile lang, hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig durchgemacht. Wir haben 85 Teile lang die Schrift in Pelzig übersetzt kriegt und ich hoffe, es hat euch so Spaß gemacht, wie mir es Spaß gemacht hat, das Ganze für euch zu synchronisieren. Bei den Klassikspiele ohne Spruchausgabe werde ich das auch nach wie vor beibehalten, dass ich die Texte auf Pelzig übersetze werde. Ich hoffe, es macht euch weiter hier auch so viel Spaß. Und was das nächste Mal angeht mit Final Fantasy VII, wenn das Remake erscheint,
wird's definitiv auch geben Let's Play Final Fantasy VII Remake auf Pelzig mit Facecam. Weil ich musste ja schon bei den Präsentationsvideos dermaßen greine vor lauter Rührung, dass ich eigentlich das nicht vorenthalten mag, wie ich dann vor lauter Gut hier wahrscheinlich wie ein Schlosshund am Heule sei werde, wenn das Remake rauskommt. Ansonsten danke ich euch definitiv, dass ihr den Weg mit mir gegangen seid. Ihr seid wirklich die Beste dafür, dass ihr das 85 Teile lang mit mir durchgemacht habt. Und euer Feedback zu dem ganzen Spiel hat mir echt nochmal sehr viel Rückendeckung gegeben und hat mich sehr in dem bestärkt, was ich hier getrieben habe. An der Stelle möchte ich ja nochmal ganz großes, fettes Dank an den Kai ausrichten und an die liebe Tinui. Ihr habt mir wirklich sehr weitergeholfen mit eurem Feedback und mit eurer positiven Resonanz bei dem Ganzen. Ihr seid echt klasse. Dankeschön nochmal an euch hier im Spezieller. Ansonsten bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zur Sache. Es hat mir sehr Spaß gemacht und es hat mich da drin bestärkt, eine Klassik-Rubrik in meinem Kanal zu machen. Und als nächstes kommt dann, wie gesagt, in ein paar Tagen oder möglicherweise in einer Woche Abstand zu heute Let's Play Terranigma auf Pelzig. Also machen's gut und vielen Dank nochmal an euch alle. Eiern, sehr dankbare und glückliche Yankee.